aufgestellt und atmeten sportlich 10 Liter Sauerstoff pro Sekunde. Alle bis auf Jan, der nur lässig lachte, winkte und in Richtung Götgatan verschwand, bevor jemand Zeit gefunden hatte, auch nur eine Frage an ihn zu richten. Er verschwand ganz in Jans alten Stil. Auf Jans erstaunlichem Fahrrad die Tangerino-Strecke Götgatan hinunter, rüber zum verdächtigen, miesen Bjorholmsplan. Stene streckte mir sein Brikett hin und sagte: Gratuliere, Krille-Katalog. Wieso gratuliere? Weil du die Prüfung bestanden hast, natürlich. Mensch, Meier, Krille. Was soll das Gequatsche? Alle haben gehört, dass du die Mühle genannt hast. Und alle haben deine perfekte Aussprache anerkannt. Also, herzlichen Glückwunsch. Du darfst noch eine Weile bei uns mitmachen. Das tat ganz unerwartet weh. Das war nämlich Berras alter Gag. Und Berra war nicht mehr da. Stene durfte nicht Berra spielen. Ich flitzte nach Hause und teilte mit: Jan ist wieder aufgetaucht. Meine Mutter spähte hinter meinem Rücken: Kein Jan. Habt ihr euch gestritten? Aber sie brauchte mich ja bloß anzusehen, um zu wissen, dass die Antwort Nein war. Mein Vater war komischerweise sauer und sagte, das sei ja perfekt. Jetzt hätten wir die letzte Vorstellung des Zirkus Air auch noch verpasst. Aber der Zirkus ist mir doch scheißegal. Ich bin zu groß, um noch in den Zirkus zu gehen. Die fangen ja Kinder und all das. Ich gehe nie mehr in den Zirkus. Jetzt ist Jan doch wieder da. Mein Vater klopfte sich an den Kopf. Er hatte wohl gehofft, dass die Zirkusstory vom Sommer inzwischen verblasst sei. Aber bitte, von mir aus. Er sei um meinetwillen in den Zirkus gegangen. Und wenn es dir keinen Spaß mehr macht, kann ich mich auf andere Art amüsieren. Das ließ mich erstmal verstummen. Wenn ich mit jemandem zusammen was mache, bilde ich mir gern ein, dass wir beide daran Spaß haben. Aber jetzt stellte sich also heraus, dass mein Vater nur um meinetwillen in den Zirkus gegangen war. Das war schwer zu verdauen. Dann kam er mit einem kleinen Notizbuch und einem winzigen Stift an, drückte mir beides in die Hand und befahl: Wenn du Jan das nächste Mal siehst, schreibst du Namen, Adresse und Telefonnummer auf, falls er sowas hat. Wenn du es nicht machst, werde ich es tun, sobald er herkommt. Verstanden? Verstanden hatte ich es schon, aber der Auftrag machte mich nicht gerade happy. Ich konnte mich einfach nicht dazu überwinden, Jan diese Fragen zu stellen. Abend für Abend schob ich es auf, aber solange Jan keine Anstalten machte, mit mir nach Hause zu kommen, bestand ja keine Gefahr. Nach ein paar Tagen begann es in der Luft zu liegen, dass er bald nach Mulle fragen würde. Also schrieb ich am Freitagabend einfach in das Notizbuch: Jan Anders Andersson, Bjorholmsgatan 23, kein Telefon. Und das sah total glaubwürdig aus, fand ich. Ich hatte nicht vor, meinem Vater diesen Zettel zu schenken oder zum Abschreiben anzubieten. Ich wollte nur etwas Geschriebenes haben, etwas, womit ich herumwedeln könnte, wenn er danach fragte. Natürlich fragte er und ich wedelte. Dann wollte er es genau sehen. Aber diese Angaben seien streng geheim. Ein schwarzes Raumschiff von der Andromeda sei gelandet und die Andromeden seien hinter Jan her, weil er nämlich, ja, das sei übrigens auch geheim, aber auf jeden Fall sollten nur möglichst wenige wissen, wo er zu finden sei. Das hätte ich versprochen. Die Angaben werden nur im äußersten Notfall veröffentlicht. Du wirst immer kindischer. Je älter du wirst, fand mein Vater. Hör auf, Staune zu lesen und widme dich wieder der einfacheren Literatur, dem statistischen Jahresbericht und Donald Duck und so. Und sieh zu, dass du das Dokument nicht verlierst. Und iss es ja nicht auf,
Die Andromeden lesen bekanntlich gekaute irdische Schrift 10-mal besser als ungekaute. So lädt die sich doch von abholen. Und ob letzt ist das ja so. Wenn du dat so sechst, hat dat is, und dat hier ist ernst, blödigen Ernst. Jan ist mein Freund, mein allerbesten Freund. Und uns Leben und uns Freundschaft hängt davon ab, dat er wen drauf, der hier ist, und dat ich nicht fragen do, und dat er sich ob min Zwiegen verloten kann. Wenn du dat so vertellst, as dat is, oder lüt beten anders, dann setzt sie die unter Druck. Und alles, was du sagst, ist dann bloß gehirnhaftig. Und Jan ward kaputt mogt. Und alles geht in Dutt, man weiß nicht turig, dat gift doch ein Barg nette Kumpels auf de Welt. Aber wenn du jung wat vortünst, wat sich anders ein Jung von sös Jorn utdenken deit, dann kloppt sie die mir nachtig auf die Schulter und lobt die in Frieden. Wenn ich wohl grot bin und min Söhn mit sin Freund ankündt, lot ich jümmer Freundschaft und jümmer Geheimnisse in Roh und krabbel nicht an dat rum, wat min Söhn heuert. Ein dort, wo verdreit dat von de groten ihren Horizont fürkümmt. Vielleicht lädt ihn miese denn sin Geheimnis weten. Mit diesem Trick hatte ich Jan also davor gerettet, ausgequetscht zu werden. Ich weiß wirklich nicht, wie er mit meinem Vater fertig geworden wäre. Ein Regierungsrat tut ja nichts anderes, als Probleme zu lösen und beherrscht die Kunst, Fakten ans Tageslicht zu bringen. Allerdings mit anderen Methoden als Frau Nordberg, seine Gattin, meine Mutter. Genau wie sie lässt er sich dennoch manchmal täuschen. Von mir. Es wurde auch so schwer genug für Jan, als er endlich kam und vor Mulles Kiste auf die Knie sank. Der verflixte Maulwurf hat mich doch tatsächlich vergessen. Da fuhr die Bosheit in mich und ich sagte, das sei unmöglich. Meerschweine hätten das beste Gedächtnis in der ganzen Tierwelt. Du musst ihn gekränkt haben. Niemals. Meerschweinchen sind außerdem noch die am leichtesten gekränkten Tiere der Welt. Garantiert hast du was Kränkendes gesagt oder einfach gelogen. Das reicht. Jan flüsterte, verzeih mir, Mulle, drückte Mulle an sich. Was ist denn, Mulle? Und pustete Mulle an, aber Mulle schnaubte nur und bat darum, in Ruhe gelassen zu werden. Mein Vater stand daneben und stimmte mir zu. Wirklich unerhört sensible Tiere, diese Meerschweinchen. Unglaublich. Und wenn man bedenkt, dass Mulles Freundschaft mit dir unsere Garantie dafür war, dass du ein anständiger Mensch bist. Doch dann war dieses Gemotze nicht mehr komisch. Das hätte ich daran merken sollen, dass Jan zu stottern anfing. Er ging schnurstracks zur Tür, ohne jemand von uns anzusehen, und verschwand. Er ist dein Freund, sagte mein Vater, und ich rannte hinterher. Aber im Treppenhaus war nur noch das Echo von der zugeschlagenen Haustür zu hören. Unten, das Fahrrad war verschwunden, Friedmanns Gatan lag in beiden Richtungen leer da. Ich hatte keine Chance, ihn einzuholen. Wer dat ein Theken, da der Wetter verschwunden wohl? Fragte Udol, als ich nix mehr sengde. Ein Bus roll vorbei. Ich töf bitte Lärm abhör und ich müsste wieder an denken, wofür ich mein Mutter ob mein Vater wär, als ich nur Hus käm. Man, da vertell ich bitte nix von. Sie wär bannig in der Brass und verklor, wir föhren uns ab, als wenn wir kein Menschen mehr wären. Wir wissen doch, ob letzt, was mit Jan los wär, das arme Kind. Ich fühlte mich wieder wie ein einziges Fragezeichen und suchte Hilfe bei meinem Vater. Doch der verkrümelte sich lieber. Meine Mutter in dieser Laune war nicht gerade sein Lieblingsumgang. Wie ist es eigentlich um Jan bestellt?
Es gelang mir, diese Frage einzuschieben, als meiner Mutter kurz der Sprit ausgegangen war. Wieso sei Jan ein armes Kind? Jan sei genauso sehr ein armes Kind wie alle armen Kinder auf der ganzen Welt, die zu allen möglichen Pompöses ausgenutzt würden. Aber im Wohlfahrtsstaat Schweden seien solche Kinder offiziell ja wegreformiert. Die kämen nicht vor. Und wenn doch irgendwelche durchs große soziale Schutznetz geschlüpft seien, begnüge sich das Publikum mit der Ausrede, es gebe sie nicht. Das schwedische Volk applaudierte den aufgeblasenen Politikern und bezahle unglaubliche Steuern. Die Vorstellung dürfe ja nicht durch Gegenbeweise, dass die Not doch existiert, gestört werden. Alle wollten sie die peinliche Wahrheit unterm Teppich halten. Frau Nordberg, meine englische Mutter, hat gewisse Sprachprobleme, wenn sie dermaßen sauer wird, aber sie könnte sich in dem Fall trotzdem sehr gut verständlich machen, sehr verständlich. Wenn ich nur kapiert hätte, was sie damit andeuten wollte, was sah meine importierte Mutter, das kein Schwede sah? Ob ich denn vergessen hätte, wie er im Frühling ausgesehen habe? Wie ist er so geworden? Was glaubst du wohl? Was ihr für ein Recht habt, Jan zur Rede zu stellen. Nicht wisst ihr was über den Sommer, wo er weg gewesen ist. Zu was habt ihr Jan jetzt hinausgejagt? Was glaubt ihr? Zu was hat er heimzukommen? Und so weiter. Das alles klang echt übel, aber richtig schlau wurde ich nicht daraus. Wusste meine Mutter etwas Genaueres über Jan? Oder war das alles nichts als Inspiration? Nee, Jan verschwund nicht, sagt Udel. Dat min Mutter so to queer ging, wär an Normin mein reinweg ne Familiengeschichte. Käm schlichtweg nicht mehr zu mi los. So ha ich do wat verloren. Mein Vater frög, wat er sich vielleicht entschuldigen soll. Mein Mutter mein, dat wär eigens nötig. Ich wüsst dat nicht so recht. Alles ist so bannig vertrackt worden. Jan wär nur ob ein Ort so anders, man ob ein ander Ort so as jümmer. Ich weet nicht, wo an sich dat verkloren schall. Dann gäf wir uns erstmal damit zufrieden. Der Udel holt Jan sin Armband für. Jan sin Armband. Jan, nu weet ich, du is wat ganz verdammt schäflopen. An Anfang kloppt dat doch bloß ganz lieben, jichens in min Binners. Pass op, pass op. Was denn de Udel von din Socken eins nur dat andere vorkrämen de, hat's bloß die und kein andern wat angöng, fängt dat an duller zu kloppen. Und de Frogerei, wo die, pass op, de Frogen, die mir einer wegens hinführen, den, de Biller, die dobi vor Tüch kämen, wo die Gefahr, enkelte Socken, wo ich bitt nu nicht, nie nicht ob Acht geben hef. Und nu den Armband, nu ist dat Alarm, die Sirenen hult, du hast wat schieflopen, jichtens wat ist du ganz gräsig schieflopen. Jan steuerte uns zielsicher durch den Wald. Kompass und Karte schienen eingebaut zu haben. Ich selbst war verloren, wenn ich nichts als Wald vor mir sah. Nach einiger Zeit tauchte die Einzäunung des Flatengeländes auf mit einem Loch drin, das gerade groß genug für uns war. Oben auf dem Campingplatz herrschte große Aufregung oder eher das Ende der Aufregung. Es wimmelte von Feuerwehrautos und Männern. Bullen, sagte Jan, die lassen wir lieber links liegen. Mann, zieh deine Rübe ein. Verdammt nochmal. Aber ich wollte wissen, was los war. Jan blieb im Hintergrund. Er war dagegen, dass ich mich zeigte, hinderte mich aber auch nicht daran. Es war diese klapprige, hingefuschte Hütte, die abgebrannt war und dabei auch einiges von der Umgebung mitgenommen hatte. Sehr wenig allerdings. Zum Glück war das Feuer
entdeckt worden, bevor es sich allzu sehr ausgebreitet hatte. Einer der Büttel packte mich am Schlawittchen und fragte, wer ich sei, woher ich komme, warum ich hier sei. Ich war ein kleiner Bubi auf freier Wandertour, in der Schule da sind Ferien und wandern tue ich nur. Er notierte Namen und Adresse und dann konnte ich am folgenden Samstag in der Zeitung lesen, dass der Brand vermutlich durch Zündeln der Kinder entstanden sei. Ein 12-jähriger Junge, der am Brandplatz vorbeikam, sei befragt worden, habe aber nicht zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können. Als mein Alter das las, sagte er, denn inzwischen wusste er, dass wir auf Flaten gewesen waren. Natürlich trug ich nicht zur Aufklärung des Vorfalls bei, sondern eilte vom Brandplatz und hoffte, dass der Büttel den Namen und die Adresse, die ich angegeben hatte, nicht allzu bald nachprüfen würde. Jan, der total unsichtbar gewesen war, tauchte wieder auf und fragte, was haben Sie gesagt und was hast du dann gesagt? Ja, und dann? Und das war ja echt riesig. Du hast sie ja echt ausgetrickst. Wieso ausgetrickst? Ich habe doch gar nichts getan. Genau das. Das solle man erst mal beweisen. Jan könne mir ein Alibi geben. Ich könne ihm eins geben. Ich, dir, du, mir? Menschenskins, glaubst du noch an Märchen? Das wisse Jan aber ganz genau, dass, wenn die Polente uns was anhängen wolle, dann sei es echt scheißegal, was wir sagten. Darum sei er erst gar nicht mitgekommen. Kein Wort zu den Bullen, geh den Bullen aus dem Weg, kann ich nur sagen. Aber das mit der Hütte sei doch seltsam, sagte ich. Sowas kommt vor, meinte Jan. Barfuß umrundeten wir das Gelände und gingen Feuerwehrleuten und Bullen erfolgreich aus dem Weg. Die waren ohnehin schon auf dem Rückzug, bald herrschte wieder Ruhe und Frieden. Den Sommer hält man am besten dadurch fest, dass man so tut, als wäre er noch da. Man geht barfuß und ohne Hemd und mit kurzen Hosen, bis die Schneestürme mit Gegenbeweisen einsetzen. Heute ließ sich Jan bis zum Barfußstadium herab. Ansonsten behielt er im Sommer sämtliche Kleider an. Ich habe mich schon längst für die Theorie entschieden, dass die rothaarige Rasse überempfindlich auf Sonnenlicht reagiert. Wenn die Sommersprossen im Gesicht ein Hinweis auf eventuelle Röte auf dem Körper sein sollten, behielten vernünftige Rothaarige am besten die Kleider an. Diesmal hatten wir eigentlich zu nichts recht Lust. Der Minigolfplatz ohne Bälle und Schläger war eine leblose Einrichtung. Die Cafeteria war zugenagelt, nicht ein einziger Stuhl draußen zurückgelassen. Die Boote waren fest angekettet, die Ruder entfernt, das ganze Gelände war kurz gesagt tot. Ob ich denn nicht baden wolle, wir sind schließlich hier, um Krille eine Freude zu machen. Möchte Krille baden? Ich checkte, ob sich irgendwo in meinem Innern eine Sehnsucht nach Baden regte. In meinem Innern war es anfangs noch still und ruhig. Doch als der Sprungturm mit seinen Sprungbrettern als Silhouette vor mir auftauchte, machte es dann doch Klick. Ich riss mir die Kleider vom Leib und stürmte zum 4-Meter-Brett hinauf. Jan schrie etwas, was wie »Krille, das geht nicht!« klang. Aber hier wusste ich schließlich besser, was ging und was nicht ging. Jan aktivierte mal wieder seine übliche Widerstandsbewegung gegen den Wassersport. Das war alles. Ich kletterte also weiter nach oben und kümmerte mich nicht um das, was er schrie. Als ich nur noch ein paar Leitersprossen übrig hatte, sah ich, dass er seine Tangerinos ausgezogen hatte und im höllischen Tempo ins Wasser hinaus unterwegs war. Als ich springen wollte, stand er direkt unterhalb vom Sprungbrett, mitten im Niederschlagspunkt. Seine Kamansita hatte er über die Wasserlinie gehisst und die reichte ihm gerade bis zur Taille. Mit wildem, weißem Gesicht schrie er zu mir herauf: »Siehst du jetzt ein, du verdammtes Arschloch, dass ich genau da stehen kann, wo du springen wolltest?« Das sah ich.
Alle Lust, aus welcher Höhe auch immer ins Wasser zu springen, fiel von mir ab. Auf zittrigen Beinen kletterte ich wieder hinunter. Währenddessen blieb Jan keineswegs meditierend im Wasser stehen. Als ich runterkam, war mitsamt meinen Kleidern verschwunden. Ich fühlte mich ziemlich dämlich. Was war wohl der Witz der Sache? Sollte ich zur Strafe gezwungen werden, nackt und bloß zur Hütte zurückzutrotten? War Flaten bisher menschenleer gewesen, würde das Gelände sich jetzt wohl bis zum letzten Platz füllen. Neugierige Beobachter bis hinauf in die letzten Ränge. Bevor ich dazu kam, meine peinliche Wanderung anzutreten, kam Jan zurück und warf mir meine Kleider zu. Die Unterhosen waren klitschnass. Er habe nämlich meine angezogen, bevor er ins Wasser sei. Irgendwie musst du schließlich dafür blechen, erklärte er. Für so einen verdammten Hornochsen wie dich werde ich doch meine Unterhosen nicht nass machen. Er war sehr umwölkt und wehrte meine Dankesworte wütend ab. Ohne Unterhosen kam ich zurecht, falls das die ganze Bezahlung für eine Lebensrettung sein sollte. Aber ohne Jan war ich aufgeschmissen. Also entschuldigte ich mich dafür, dass ich ein Hornochse war, dass ich existierte und dass ich überhaupt alles falsch gemacht hatte. Kurz darauf schlug Jans Laune wieder um. Er streckte mir eine Versöhnungshand hin und klatschte mir auf den Rücken. Jetzt vergessen wir den ganzen Scheiß Flaten und radeln heimwärts. Auf dem Rückweg zur Hütte sammelte ich meine neuesten Eindrücke und kam zu dem Schluss, dass ich vielleicht Gespenster gesehen hatte, wo es gar keine Gespenster gab. Jan hatte nämlich etwas gesehen, was ich nicht gesehen hatte, obwohl ich den ganzen Sommer auf Flaten verbracht hatte. Er hatte gesehen, dass der Sprungturm in Ufernähe geschoben worden war. Da musste er sich doch recht gut hier auskennen. Die Lüge mit den gelben Bussen hatte er sich vielleicht ausgedacht, weil er jeden Tag herausgeradelt war. Und das hatte er nur getan, weil er sich 45 Öre für den Hinweg und 45 Öre für den Rückweg nicht leisten konnte. Vielleicht wusste er nicht einmal, dass er für den halben Fahrpreis hätte fahren können. Wahrscheinlich dachte er, wenn er gesagt hätte, dass er in dieser Hitze geradelt sei, hätte ich verstanden, dass er sich den Bus nicht leisten konnte. Und arm zu sein ist ja eine große Schande, dass jede Lüge edler ist als das. Und obwohl ich schon längst ahnte, dass Jan ärmer war, als ich mir vorstellen konnte, hatten wir die Karten immer noch nicht offen auf den Tisch gelegt. Also wusste er nicht, dass ich es wusste. Als ich jetzt das, was ich wusste, zu dem addierte, was ich ahnte, wurde die Lüge über den Sommer begreiflicher. Aber gleichzeitig wurde auch die Vorstellung in der Konditorei Krönet unheimlicher. Jan wollte ein freier Mann sein, aber er war nicht frei. Wollte man, wie ich, glauben, dass er im Sommer hier auf Flaten gewesen war, musste man auch an die Möglichkeit glauben, dass der Zufall dafür gesorgt hatte, dass wir uns nicht über den Weg gelaufen waren. Allzu viel Zufall war vielleicht gar nicht nötig. Jan oben im Wald und ich unten am Strand oder draußen im Ruderboot. So musste es gewesen sein. Musterte man die Erklärung allzu genau, würden die Einzelheiten vielleicht nicht ganz hinhauen, aber ich beschloss, dass es ungefähr so gewesen sein musste. Ich sehnte mich nach einfachen, natürlichen